Grüß zurück zu Fallout 4. Heute, wie ich das letzte Mal schon angedroht habe, wird Dauer gestorben. Genau, du hast in der letzten Aufnahme gesehen, in der letzten traurigen Stunde, da bin ich ja etwaig an Mücken zig Male verreckt. Genau, kurzer Blick. Ich habe derzeit ein kleines Problem. Nichts Weltbewegendes, allerdings, ich schaffe es momentan nicht, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen dem Mikrofon und dem Ingame-Spielsound. Keine Ahnung warum. Dafür bin ich momentan etwaig ein klein wenig zu blöd. Hallo. Jo. Wir haben uns das letzte Mal mit Mücken auseinandergesetzt, mit Synths und sind dabei elendig verreckt. Genau. Und ich habe dir ja angedroht, wir befassen uns mit der U-Bahn-Station und dem Krankenhaus, gell? Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich hätte hingehen müsste. Ja. Das ist da drinnen. Aber weißt du was? Was hast du für Probleme, Scheiße? Ja, du hast wieder irgendwelche Probleme, was weiß ich, keine Ahnung. Wir werden das Ganze jetzt ein bisschen so machen. Wir werden hier ein klein wenig 57, wie hörst du? 92. Leck mich am Arsch. 40. 86. Achso, 565. Ja, ich weiß, Nuka, das ist eine relativ seltene Muni. Daher bin ich ja der Meinung, wir schauen, dass wir umso schneller diese Förderanlagen herrichten und aufbauen. Braucht man nicht. Ja, ist da mal alles ein, was wir nicht unbedingt brauchen. Das können wir später holen. Ja, später holen. Ha, 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 ha. Ist ja nur gut, dass die erste Siedlung nicht so weit weg ist. Und vor allem müssten wir das Ganze ja in Richtung Starlight Express bringen oder Starlight Drive-In, Starlight Express, na Prostmahlzeit. Naja gut, das war eigentlich ein schöner Weg zum Spazierengehen, ha? Weißt du was? Entweder hole ich euch da dazu rein oder macht es außerhalb von dem ganzen Quagel. Da sind wir sicher einiges an Zeit unterwegs. Genau, so werden wir das machen und gestalten. Genau, wir sind ja die Gestaltungshuber. Ich hoffe, euch heißt keiner Huber im Nachnamen. Macht ihr aber nichts draus. Ich heiße Kenny. Und es gab irgendwann mal, oder gibt es noch immer, diese eine glorreiche Serie, wo ein Kenny jede Episode getötet wird. Die Schweine! So, gut und genug herumgebrabbelt. Ihr dürft euch auf was freuen. Es wird ein Spiel kommen, irgendwann im nächsten Jahr. Nuka. Das kleine Spiel. 2,5 Stunden. War mir dann eine Stunde zu lang, dass ich es endgültig abgebrochen habe. Du wirst es dann sehen, das ist recht witzig. Nur, in der Originalfassung werdet es ihr nicht sehen. Ich muss da ein klein wenig schneiden. Richtig. Weil da ist mir nämlich wirklich das Zapferl abgegangen. Hier, sag es. Und Nuka, ich hab das geschrieben. Vor geraumer Zeit. Warte mal kurz. Ja, ich muss vor geraumer Zeit sagen, aus dieser XCOM-Episode. Passt. Ich habe leider... es ist mittlerweile eh schon besser geworden. Wir können eh ein bisschen reden. Malton Middle School. Da ist ja der Wald unten, oder? Ich glaube, für die Gunner sind wir noch nicht gerüstet. Ich wollte eigentlich in die U-Bahn-Station. Wo ist die Scheiße? Da unten. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich irgendwann einmal das kleine Problem bekommen habe, dass ich für mich selber unzufrieden war. Das war genau, das kann ich dir heute ganz genau sagen, im Februar 2020. Weil im März 2020 war ja dann der erste Lockdown.
Da in Österreich. Ich kann jetzt bitte nur von dem Datum ausgehen. Kann ich ein bisschen erzählen? Wir kennen ja Fallout 4 soweit eh schon. Und kann ich ein bisschen erzählen und hin und her, bla bla bla. Das wird ein bisschen eine längere Geschichte. Scheißegal. Und dann kam im Februar, warte mal, im Februar kam das Skyforest Album A New Dawn raus, genau. Und im März dann war ja der erste Lockdown. Und das hat mich dann ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Über mich selber, über mein Leben, bla bla blub. Und da war ja die Diagnose der Freundin, war ja da noch nicht da. Genau. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, was war... Ah, da war ja das Eddie Winter Tonband, gell? Nehmen wir auch noch mit. Wurscht, wenn das jetzt ein bisschen länger dauert. Sei es drum, wir haben ja Zeit. Genau. Und da war dann der Lockdown und hin und her und bla bla blub. Da war dann das Album und bla bla blub. Und dann habe ich halt angefangen ins Nachdenken über mich. Und da war ich gerade in einer schweren Krise mit mir selber, mit meinem Leben hin und her und bla bla blub. Und die Telefone nehmen wir natürlich mit, die können wir gebrauchen später. Ja. Und offen und ehrlich gesagt, es ist eh ruhiger. Es ist eh schon besser geworden. Es hat eine Zeit gegeben, da war ich relativ ein Heißläufer. Also mit mir war nicht zu reden, ich hab überall gleich einmal rumbrotzt und einmal geschrien, wenn was nicht passt hat und hin und her. Und ich hab dann viel über mich selber nachgedacht und übers Leben und hin und her, bis ich dann dahinter gekommen bin, so kann's nicht weitergehen. Dann war die Diagnose von der Freundin, dann waren etwaige Verluste, bis hin zu einem Menschen, den ich eigentlich aufgrund seiner positiven Lebenseinstellung sehr ans Herz geschlossen habe. Da habe ich mir dann gedacht, da war dann der Punkt bei mir erreicht, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Das Ganze dauert nun seit, ich glaube seit 4 Jahren. Ja, 4 Jahre. Ich gehe jetzt bald ins 5. Am 12. September 22 war der Verlust von diesem Menschen, den ich ins Herz geschlossen gehabt habe, eben weil er so positiv war in seinem Leben. Und ich arbeite immens an mir, jeden Tag. Ich hatte mal kleine Hilfe, aber im Endeffekt bin ich dann für mich selber draufgekommen, weißt du was, Alter, du kannst nur für dich selber schaffen. Genau. Und was soll ich da sagen? Es ist ein tagtäglicher Job, an sich selber zu arbeiten. Dir kann kein anderer helfen, bin ich draufgekommen. Du kannst da nur die Fragen stellen, du kannst die Fragen jemandem stellen, der kann dir vielleicht eine andere Sichtweise geben, aber im Endeffekt bist immer du der ausschlaggebende Punkt, wo du zu dir selber sagst, so und nicht weiter, oder so, oder ich probiere es so, so oder so. Mieten gibt's nicht. Mieten gibt's nicht? Was? Nachricht an Robert Cooper. Das war gute Arbeit, Bobby. Die Frau und das Mädchen werden nichts sagen. Keine Sorge. Wenn die Schecks von der dicken Lebensversicherung erstmal kommen, wird sich Mrs. Montrano wünschen, dass ihr fetter Arsch von Mann schon vor 5 Jahren ins Gras gebissen hätte. Und wie es weitergeht, das überlasse ich dir. Strand, Sandwichladen, Schrottplatz, ist egal, wo er landet. Solange Johnny Senior nie herausfindet, was mit seinem kleinen Fleischklops passiert ist, müssen wir uns keine Gedanken machen. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte über den Eddie Winter höre, bin ich immer in so Staunen versetzt. Ein einziger Mann, der das Boston Police Department so dermaßen am Nasenring durch die Manege geführt hat. Geil, sowas liebe ich. Bei mir ist mittlerweile sogar so schlimm, eben wenn wir jetzt gerade über das Leben und so reden, so locker wie heute zum Beispiel habe ich schon lange nicht mehr geredet.
Muss ich auch und ehrlich gesagt gestehen. Weil ich mittlerweile gelernt habe, vieles distanzierter zu sehen. Genau, wir stehen 14 Tage hier in Österreich. Ja, keine 14 Tage mehr, 10 Tage noch. Dann ist Nationalratswahl. In Österreich geht es gerade drunter und drüber. Und ehrlich gesagt, hätte ich nicht angefangen, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Die 2 Belgien-Reisen, Coldenbach Open Air, die 2-mal, was jetzt schon war. Phantom der Oper, was ich mir angeschaut habe, das, was ich noch alles vorhab, Brügge, Cornwall mit der Freundin, Brügge auch mit der Freundin, in der Zukunft, noch Japan. Wenn ich nicht all die ganzen Pläne hätte, das Leben ist zu kurz, um sich über irgendwas Gedanken zu machen. Ich meine, das, was ich wollen werde, braucht man gar nicht reden. Da will ich auch gar nicht drüber reden, weil es überbleibt in mir. Weil wenn man sich die EU-Wahl anschaut, wie die Steirer gewählt haben bei der EU-Wahl, da würde es zu manchen die Schuhe ausziehen. Richtig. Was soll ich da sagen? Ich bin mittlerweile sowas von dermaßen froh, den sozialen Medien, jetzt bis auf YouTube und Bandcamp, den Rücken gekehrt zu haben. Kurz einen Blick, ich muss noch kurz anders hinsuchen. Ja. Hinsetzen. Weil sonst schlaft mir der linke Fuß ein. Genau, ich lieb's ja im Schneidersitz da zu sitzen. Aber mit meinem kleinen Arsch. Jo. Kurz und schmerzlos. Ehrlich gesagt, so viel wie jetzt in den ersten 11 Minuten habe ich eigentlich bei Aufnahmen noch nie gesprochen. Und alles nur, weil ich ein bisschen an mir selber arbeite. Na gut, man muss aber ehrlich gesagt dazu gestehen, wie sagte meine Freundin vor kurzem, du bist, was du eigentlich schon immer gewesen bist, nur was sie jetzt die letzten Jahre etwas zurückgehalten hat, mit deinen bald 43 ein ziemlicher, was wird sie gesagt? Mein Scheiße, jetzt ist immer das Wort, ein Paradiesvogel. Ja. Und ehrlich gesagt, ich bin mit meinen 43 lieber ein Paradiesvogel als wie alles andere. Was ist denn da überhaupt? So deppert bin ich. Siehst, ich spiele das Spiel seit Release 2015 und kenne die Hälfte der Karte nicht. So wie zum Beispiel das Stück da, kenne ich nicht. Mal unbekannt. Da hätten wir sogar Chemiebank. Warte mal, können wir irgendwas? Also bis auf ihre Piercing können wir eigentlich schon alles herstellen. Haha! Ja. Na, leck mich am Arsch, du. Zaun mit Gravel, was ist denn das? Ach so! Mei, siehst, das haben wir auch noch vor uns. Wir müssen in den Süden. Ja. Wie du siehst, ich weiß nicht, ob du das jetzt siehst, einmal an dich gerichtet, Mirko, dass nicht immer in Nuka Nuka, ich komme immer ein bisschen, weißt du, ich habe immer so das Gefühl, ich will keinen, wie sagt man, wenn ich weiß, der oder der schreibt mir, ich will euch schon direkt ansprechen, aber so sich keiner benachteiligt fühlen. Genau. Mirko, jetzt sage ich dir was. Diese eine Mod, die installiert ist, die dafür verantwortlich ist, dass die, warte mal kurz. Machen wir's so. Es gibt durch diese Mod ist einiges zurückgesetzt. Beziehungsweise, du hast ja vor kurzem nochmal gesehen in einer Aufnahme. Ich glaube, da sind wir am College Square unterwegs gewesen. Da war zum Beispiel in diesem einen legendären Ghoul keine legendäre Waffe drinnen. Wir haben für diesen Ghoul nur 9 Erfahrungspunkte oder so bekommen, wo du für normalerweise, auch wenn du das hier mitlevelst, das da kriegst du mindestens über 100 Erfahrungspunkte. Das ist alles zurückgesetzt durch diese Mod. So, und das ist die Musik wieder so laut.
Scheiß drauf. Probleme über Probleme. Aber scheißegal, wir gehen jetzt in die U-Bahn. Ich will Erfahrungspunkte leveln. Wir werden uns, ich habe mir das ganz genau überlegt. Nochmal zu dir, Mirko. Bevor ich es jetzt vergieß. Ich versuche momentan Fallout 4 etwas ganz Neues. Das ist für mich ein komplett neuer Anfang und so habe ich es noch nie gespielt. Mit einer Mod, die mir das alles noch ein bisschen erschwert. Was gab's, warum ich derzeit nur gesagt habe, ich mache derzeit nur das Hauptspiel. Genau, weil ich nicht genau weiß, wie lang das Ganze geht. Richtig. Ich hätte gesagt, so wie du siehst, auch der Loot der Gegner ist weniger. Bügelsäge, Stahl und Holz werden wir brauchen. Ich muss auch anfangen, ein bisschen schauen, was wo drinnen ist. Wir stehen ja bald vom nächsten Level. Wir müssen anfangen dringendst in Dings. Wir müssen unbedingt an Stärke gewinnen, sonst haben wir später oben raus Probleme. Und so überlegt wie zurzeit war ich noch nie in einem Videospiel. Und ich hab's ja schon mal erwähnt. Warte ab, wenn ich Bloodborne anfange. Da bist du. Aber es hat also ein bisschen taktischer Fuge. Warte mal, ich habe noch eine dabei, oder habe ich mich da täuscht? Scheiße, ich hab den mit dem Bajonett draußen lassen. Ach du Scheiße. Warte, ich speichere noch einmal. Au! Und es ist eine Herausforderung. Bist du deppert? Also wie du siehst, das ist eine Herausforderung für mich. Da ist nichts mehr. Sie haben sicher schreckliche Angst. Und ja, das ist eine Herausforderung für mich. Weil ich das so noch nie gemacht habe. Die ganze Aufregung wegen nichts. Bitte stehen Sie still. Lieb sind's ja, gell? Drecksau. Das Jet wird sich noch Drecksau. Scheiße, das sieht nach Minderheit aus. Ich schwör's. Bitte öffnen Sie Ihre Waffe.
Hat uns jetzt gesehen, da rumhupfen? Ihre Terminierung ist unvermeidbar. Das tut das glauben. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Erfasse Ziel. Man ist jetzt so deppert verstecken, das. Alter Vati. Ich freue mich schon auf den Überlebensmodus, dir sag es. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Was soll jetzt eigentlich die Zahnpasta mitgenommen? Kannst du mir das verraten? Ah, das da kommen wir später raus. Und das mit den Supermutanten wird auch lustig. Braucht man das. Impro-Pistole, Lederrüstung Harnisch. Wie viel hat denn der? Im Prinzip an Schaß. Ich muss wirklich überlegen, was nehme ich mit und hin und her. Aber wie gesagt, es ist nicht uninteressant, die Spielweise. Ich speichere da jetzt einmal. Ich hab's euch gesagt, es wird anstrengend. Hatte euch gewarnt. Scheint mir das zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Aber es muss jetzt schon langsam vorkämpfen. Und ja, die Mod macht's noch ein bisschen schwieriger. Ah, Drecksau. Ich bin ein Trottel. Mein großes Problem ist, dass ich keine gescheite Waffen habe. Muss man das alles erst einmal organisieren irgendwo. Ich muss ihre Existenz beenden. Nur ein Geräusch. Siehst du, was ich austeile? Oder was ich Schaden mache und siehst du, was sie Schaden machen?
1, 2, Schmerz. 3. Shit, shit. Probleme. Ach du Scheiße, das wird noch lustig. Babam, babada, bam, bam. Da kommt der legendäre. So, umdrehen und aufrennen. Ah. Prinzip ist das noch die beste Waffe, die wir haben. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Was hat der für Waffen? Der Arsch. Ich glaube, das ist irgendeine Primitivwaffe, was der hat. Anders gibt's das nicht. Kurz einen Blick, vielleicht haben wir mit was anderem eine Chance, aber momentan haben wir nichts Gescheites, wie du siehst. Ich probier's mit der. Das Jet wird dich nervös machen. Was hat der für Waffen? Bitte triff, Dirndl. Na, sie trifft nicht. Der muss irgendein... Nichts. Zumindest sieht es verdammt nach. Momentan haben wir so zum Glück mit dem... Jetzt haben wir ein größeres Problem. Na, keine Meter. Jetzt kommen sie alle. Na, keine Meter. Da die zernageln mit da unten. Taktischer Rückzug. Wir werden jetzt was anderes machen. Ja. Wir kommen in Kürze da wieder zurück, aber taktischer Rückzug. Für normal mache ich es nicht, das habe ich eh schon gesagt. Wir werden jetzt ausnahmsweise eine kleine Schnellreise machen. Ich brauche so nicht einmal zu den Supermutanten einige, weil jetzt legen mich. Innerhalb von 3 Minuten sind wir hin, 30 Mal. Wir nehmen da jetzt alles mit.
Bist du deppert? Okay. Taktischer Rückzug. Wir machen jetzt mal 2 Schnellreisen. Ausnahmsweise. Nur weil ich gesagt habe, ausnahmsweise. Zuerst daher. Wir laden den Charakter jetzt voll. Wir packen alles zum Essen ein, was wir brauchen. Bin mal gespannt. Das kann ich da bleiben. Warte mal. So. Kleiner taktischer Rückzug. Wenn ihr jetzt nur wisst, wo ich die ganzen Sachen hier da habe. Zuerst noch Sanctuary, glaube da habe ich aber nichts. Ist die Carla da? Na. Carla, du Schlampe. Aber wo bist denn? Nicht da, gell? Wir gehen da jetzt mal ein bisschen ausmisten. Bevor wir irgendwas anderes machen. Achso. Waxing Outfit, was ist denn das für ein Scheiß? Keine Ahnung, irgendein Mod wahrscheinlich. Okay. Durch die Mod, was ich ja vor kurzem mal angesprochen habe, sind auch die eigentlichen Werkbänke weg. Jetzt schauen wir nur gerade da durch. Nichts, was uns helfen kann. Ist da irgendwas erinnern? Lederkombi? Nix. Nix. Deppert, auf was stellst du denn den Scheiß auf? Den braucht der kein Schwein. Armeeuniform haben wir gerade an. Brauchen wir nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Gut, haben wir das auch? Was habe ich denn da gesagt? Ist da herinnen? Nix. Okay, Baby, dann. Enfatment, da haben wir nichts dabei. Laserpistolen 42. Molotov Cocktail, Schweißerbrille. Brauchen wir die? Können wir die brauchen? Eigentlich nicht. Da hätten wir ein bisschen was. Witzkisten. Was ist denn da herinnen? Ach du Scheiße. Passt. Jetzt überlege ich nur gerade.
Wo habe ich den meisten Schaden auf welche Waffen? Man gut, dass ich einen großen Schaden habe, das weiß ich jetzt selber auch. Gell? Aber jetzt suchen wir mal einen Waffenschaden. Warte mal kurz, das würde ich überlegen. Wo habe ich... Eine Rüstungswerkbank. Meinst du bitte, dass ich einfach nur eine Rüstungswerkbank stehen habe? Meine Kunden den Mod wieder rausnehmen, aber das will ich nicht, das ist ja nicht so lustig. Oder Waffenwerkbank. Können wir irgendwas herstellen? Na. Okay, da können wir uns eine Stunde, da können wir uns jetzt mal heute Nacht hinlegen. Machen wir 6 Stunden. Schlaf wird überbewertet, merkt ihr's. Jetzt überlege ich noch gerade, wo habe ich eine Waffenwerkbank? Ich bin ein Trottel. Das Problem daran ist, dass ich ein bisschen einen Schrott brauche. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich schaue jetzt mal, was in der Werkbank drinnen ist. Bisschen was. Ja, egal. Müssen wir jetzt ein bisschen schnell reisen. Wo ist denn das? Da. Da müssen wir hier. Und das ist der Behemoth da. Ja, wurscht, da müssen wir ein bisschen schleichen. Ne, schaut gut aus.